Das Stille, meine Damen und Herren, dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit, den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Werfen wir doch zunächst einen Blick auf die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit besucht die große Buddha-Statue in Stok. Chinesische Polizei greift Gönbokyi erneut an, nachdem sie verlangt hatte, ihren inhaftierten Bruder zu treffen. Die Ein-China-Politik hat nichts mit Tibet zu tun, so Sikyung Bema Tsering. Sikyung Bema Tsering stattet dem Zentralinstitut für höhere tibetische Studien in Sanat, Varanasi, einen Antrittsbesuch ab. Repräsentant Tsevrit Lopantulku nimmt an der goldenen Jubiläumsfeier der tibetischen Siedlung Lutsedok teil. In den neuesten Videoclips aus Tibet zeigt Gönbokyi, die ältere Schwester des bekannten inhaftierten tibetischen Unternehmers Dorji Dashi, wie sie am Dienstag dieser Woche in der Nähe des Taepji-Gefängnisses von einer Gruppe chinesischer Polizisten körperlich angegriffen wurde. In dem Video sagt Gönbokyi, sie habe sich der Polizeistation in der Nähe des Taepji-Gefängnisses genähert und die Behörden um die Erlaubnis gebeten, ihren Bruder gemäß den Bestimmungen der Verfassung und des Gesetzes des Landes zu treffen. Da sie keine andere Wahl hatte, warf sie sich vor den Behörden nieder und verlangte, dass das Verfahren gemäß der chinesischen Verfassung durchgeführt wird. Die Behörden zerrten sie gewaltsam zu Boden und beschuldigten sie, gegen das Gesetz verstoßen zu haben, weil sie sich niedergelassen hatte. Einen Monat zuvor, am 13. Juli, hatte Gönbokyi in einer Videoansprache ihre tiefe Besorgnis über das Wohlergehen ihres Bruders Dorji Dashi zum Ausdruck gebracht und die Erlaubnis gefordert, ihn zu besuchen, wie es das chinesische Gesetz und die Verfassung vorschreiben. Dorji Dashi ist seit über 15 Jahren in einem chinesischen Gefängnis inhaftiert. Ursprünglich wurde er am 10. Juli 2008 unter dem Verdacht verhaftet, Spenden an tibetische Exilanten geleistet und tibetische Demonstranten in Tibet finanziell unterstützt zu haben. Er wurde am 17. Mai 2010 zu lebenslanger Haft verurteilt. Am Dienstag dieser Woche hielt Sikyung Bema Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung eine Grundsatzrede auf einer Veranstaltung über die Bewaffnung der Ein-China-Politik im India International Center in Delhi. Die Veranstaltung wurde von der Stiftung für gewaltfreie Alternativen Foundation for Nonviolent Alternatives (FNVA) organisiert, an der mehrere erfahrene Diplomaten und prominente Experten verschiedener Institutionen teilnahmen, die im Laufe des zweitägigen Seminars über verschiedene Aspekte der Ein-China-Politik sprachen. Finest diplomat within the Tibetan community, Mr. Lodi Gyari Rinpoche, who represented His Holiness during the talks between 2002 to 2010. He is no more with us, but I thought to honor him, I will read the excerpt from his book on the One China policy, and I'll just quote him ad verbatim. Misrepresentation of the One China policy. This is Lodi Gyari speaking, not me. But I would like to digress for a moment to clear up an issue that has hampered some governments from feeling they could support our cause, that is the Tibet's cause. Despite the PRC's contentions, its current One China policy has nothing to do with the Tibet issue, or the Sino-Tibet conflict as I referred today. Reference to my remarks to the Council on Foreign Relations on April 23, 2012, that is when Lodi gave a talk at the Foreign Relations in Washington, D.C., should make this abundantly clear. The history of relations between Tibet and China and between Tibetans and Chinese is complex and cannot be understood simply in the context of the relatively young People's Republic of China. This may seem like an obvious assertion were it not for the fact that many of us do not study history sufficiently. And our friends in Beijing seem intent on convincing today's policymakers not only that Tibet is an inalienable part of China, but also that relations with the PRC must be predicated on a notion incorrectly applied to Tibet, that support for the Tibetan struggle violates the One China principle.
Der ehemalige indische Botschafter Lakanla Mehrotra hielt ebenfalls eine Eröffnungsrede, bevor Sejong Tsering die Veranstaltung eröffnete. Er sagte, der Aufstieg Chinas hat eine neue Situation geschaffen, in der etablierte globale Gleichgewichte auseinanderbrechen, was die gesamte internationale Gemeinschaft vor Herausforderungen stellt. Er sprach insbesondere über Chinas Beziehungen zu den USA und Indien und deren ständige Veränderungen. Am Sonntag vergangener Woche stattete Sejong Tsering Varanasi einen zweitägigen Antrittsbesuch ab, um sich mit den Studenten und Mitarbeitern des Zentralinstituts für höhere tibetische Studien zu treffen und auszutauschen. Sejong wurde am Flughafen von Professor Wongchu Dojin-Negi, Vizekanzler des CIHTS, dem Dekan der Sorikpa-Fakultät, dem Dekan der Studenten und einem Vertreter der regionalen tibetischen Freiheitsbewegung empfangen. Am Abend sprach Sejong zu den Studenten und Mitarbeitern des Instituts. Er unterrichtete sie über die Vision und die Verpflichtungen des 16. Kasha im Hinblick auf das Festhalten der Verwaltung an der Führung seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Während seines einstündigen Gesprächs betonte Sejong wiederholt, dass es wichtig sei, den historischen Status Tibet zu lernen und zu verbreiten, und nannte 3 Hauptgründe dafür. Der erste Grund, den er hervorhob, war Chinas historischer Darstellung Tibets, die strategisch darauf abzielt, die Weltgemeinschaft in die Irre zu führen, proaktiv entgegenzutreten. Der zweite Grund sei, die internationale Gemeinschaft über die wahre Geschichte der Souveränität Tibets aufzuklären, damit sie den Druck Chinas nicht nachgibt. Als dritten Grund nannte Sejong die aktive Einbindung junger Tibeter, die sich für Tibet einsetzen sollen. Am zweiten Tag seines offiziellen Besuchs in Varanasi besuchte Sejong Tsering die buddhistischen Pilgerstätten in Sanat. Er besuchte Mulkantakundi Vihar und Damek Stupa, gefolgt von einem Besuch des Laden Chutu Mynam Chimutras. Er besuchte auch die tibetischen Klostereinrichtungen in Sanat, nämlich den Tara-Tempel, die Vajravidya-Institution, Ugin Sami Dharma Chakra Vihar und das Sanat Nyingma International Institute, und erwies ihnen seine Ehrerbietung. Am Morgen unternahm Sejong Tsering einen Rundgang über den Campus des Zentralinstituts für höhere tibetische Studien. Er besuchte die verschiedenen akademischen Abteilungen des Instituts, einschließlich des Sorit-Krankenhauses, die Wohnheime des Nalanda Bhawan, der Bibliothek und des neuen Sorit-Gebäudes. Am Montag dieser Woche nahm der Repräsentant des tibetischen Büros in Nepal, Tsepri Lobpan Dölku, an der Einweihungsfeier des Gepa-Siedlungsbüros teil, einer Zweigstelle des Siedlungsbüros in Yanglishö. Aufgrund der weiten Entfernung und der hohen Reisekosten, die den Bewohnern und Mönchen in der Umgebung von Yanglishö entstehen, wurde eine Zweigstelle durch die gemeinsamen Bemühungen des vom Repräsentanten Tsepri Lobpan Dölku geleiteten Büros von Tibet, Nepal und des Gepa-Siedlungsbüros eingerichtet. Der Siedlungsbeauftragte Ganma Söpa hielt die Einführungsrede, gefolgt vom Hauptgast, der sich bei den Sponsoren des neuen Büros, Leke Samde und seiner Familie sowie seinen Neffen Ugin Gurudzang bedankte. Ebenso wurde dem Chamyang Deche-Institut des Klosters Yanglishö Tuktup für die kontinuierliche Unterstützung der tibetischen Einwohner von Yanglishö besondere Anerkennung gezollt. Mitglieder der tibetischen Freiheitsbewegung und ehemalige Mitglieder wurden ebenfalls mit Erinnerungsstücken bedacht. Am 30. Juli nahm ein Vertreter am zweiten Seminar über die buddhistische Philosophie der transzendentalen Weisheit Paramita teil, das von der Nepal Buddhist Gelu Association im Non-Kloster Kopan veranstaltet wurde. Die tibetische Flüchtlingssiedlung Namgyäling, auch bekannt als Lhotsiro, feierte am 23. Juli ihr 50-jähriges Gründungsjubiläum in Anwesenheit des Hauptgastes Tsepri Lobpan Dölku Ngawang Chötup, Repräsentant des Tibetan Refugee Welfare Office, Kathmandu, und des Ehrengastes Mohan Singh Lalchan, dem Bürgermeister des Bezirks Garab. An der Feier nahmen auch der ehrwürdige Abt des Klosters Shanga Denling in Pokhara, Beamte der tibetischen Siedlungsbehörde in Nepal, lokale nepalesische Beamte, Vertreter verschiedener NRO und Institutionen tibetischer Einwohner und andere teil. Die Feierlichkeiten begannen mit der Inthronisierung des Porträts seiner Heiligkeit des Dalai Lama am Veranstaltungsort, gefolgt von der Aufführung von Ritualen durch Mönche. Gleichzeitig brachten der Repräsentant Tsepri Lobpan Dölku und der amtierende Leiter von Lhotsiro, der Siedlungsleiter Deshi Tsetan aus der tibetischen Siedlung Deshi Peiki, zusammen mit dem Lhotsiro-Koordinator Tsering Wangdu 3 Schreinobjekte und ein Mandala für das Porträt dar. Der Repräsentant Tsepri Lobpan Dölku würdigte in seiner Rede seine Heiligkeit den Dalai Lama und ältere tibetische Generationen für den Meilenstein und das kontinuierliche Gedeihen von Lhotsiro.
Eine ausgezeichnete Grußbotschaft von Sejong Bemba-Tsering und Sprecher Kim Bo-Sonam Dimpel wurden ebenfalls während des Jubiläums abgespielt. Die tibetische Flüchtlingssiedlung Namgyäling in Mustang wurde 1972 mit großzügiger Unterstützung der schwedischen Nichtregierungsorganisation IM und auf Anweisung des Innenministeriums der CTA gegründet. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.